Weißt du, was viele Menschen tragen, die nicht Christus zu gehen und am Mond zu nehmen? Was die tragen, der ist? Ans Gott ist ein großer Gott. Ans Gott ist ein Gott, der barmherzig ist, was ans Leben tut, was einen Plan hat für uns Leben. Und sehr viel, wenn wir denken dann an Gott seine Barmherzigkeit oder wo leibtulich er ist, dort er ist anhaltend und dort er lehrt in jedem einen. Denk wir wirken nicht an, dass Gott allein ist, nicht allein, ich soll sagen, Gott ist nicht allein bis live. Aber ans Gott ist heilig. Und wenn wir an seine Heiligkeit denken, dann von der und Tag sehr wirken, wir haben nicht die rechte Einstellung. Wenn wir an Gott seine Heiligkeit denken, dann da wird gesagt wirken, dass einmal unsere Heiligkeit oder unser Leben als Christen von der und Tag ist das ein Licht von der Refrigerator, von der Fries. Je weinig nur Licht wird nicht gekickt, bis man der aufgemerkt wird, nicht so. Wenn der aufgemerkt wird, dann wird das Licht an und dann sehen wir das Licht. Aber wenn der gemerkt wird, wenn der gemerkt wird, dann ist das Licht ut, nicht so. Sehr viel kann das Leben von vielen Christen, von vielen Kirchen von der und Tag ist das dort. Sehr viel von der und Tag, viele Menschen sind zusammen und all die Dinge sehen, was da nie sind. Besonders die neue Kirche oder die neue Gemeinde wird anfangen, das von der Thema ist, alles was da nie ist gut. Alles was da nie ist gut. So wenn du das Mann, die befreien, das mit dem Mann, ist alles gut. Wenn du das eine Früh, die befreien, das mit einer anderen Früh, das nie, das ist alles gut. So, wenn du kriegst, wovon der Fiesta die vorhin ist, wo du die behandeln lässt, wovon eine Gemeinschaft die hast, bei deiner Familie, wenn das nie ist, das ist alles gut. Das ist alles gut. Das wird viele gelehrt, was gelehrt wird, macht viele Menschen von der und Tag. Und das, was gelebt wird, machen viele Menschen von der und Tag. Nicht bis junge Menschen, aber die älteren Menschen auch. Die kosten nicht bis eine Siedel leben, du musst beide Siedeln leben sein. Du kannst nicht besser leben, als das geredet wird von Gott in der alten Zeit. Aber du musst in der neuen Zeit leben sein. Weißt du, das ist reich. Das ist 100% reich. Das stimmt nicht bei mit dem Glauben von was wir hier und dann, was die alle singen, von der Samaris, was wir singen. Das stimmt nicht taub. Weißt du, die Distanz und das Licht, das ist keine Gemeinschaft, eine mit der anderen. Das ist keine Gemeinschaft mit der Lehrnis und mit der Wahrheit. Das ist keine Gemeinschaft. Und du kannst nicht für Gott leben, oder mit Gott leben in Gemeinschaft, und dieselbe Zeit im Distanz leben. Und denken, du wirst recht nichts passieren, ob alle okay sind. Das ist recht. Was wir planten dann, wo wir arten, ein Tag. Und gewöhnlich, wir dann immer mehr arten, als wir planten dann. So, wenn wir denken an ein heiliges Leben, 1. Petrus Kapitel 1, wenn wir denken an ein heiliges Leben, auch Hebräer Kapitel 12, Vers 14, Hebräer Kapitel 12, Vers 14 sagt dort, ohne Heiligkeit, ohne dort heilige Leben, keiner wird Gott sein. Und dort heilige Leben, und uns keiner wird Gott sein. So, das ist nötig, wenn wir an denken, was Gott sein wird. Wir denken so viel, was gesagt auch viel mal dort, dass wir haben so eine gute Christen von der und auch Detective Christians, Cristianos Detectives. Die sind so gut, dass keiner wird an, die Christen sind. Well, that's an extreme. Aber es ist nicht so dafür von der und auch, wenn die mir sein, und die mich kann, du sagst mir in einer anderen Stadt, auf einem anderen Platz. Und wenn du mich beobachten wirst, wo ich reden will,
wat mij verhandelen met andere mensen. Wist dat weer eens zijn dat ik de Christus hier? Wanneer ik die wil zijn op een andere plaats. Dus die verhandelen is, wat te kijken is, wat te herken is. Dat de gemeenschap, de vriendschap, wat die verhandelen is. Wat ik kan zijn, wat de mensen kan zijn, dat ik hier de Christus. Wel, wanneer ik een heilig leven heb, dat zullen dat niet zo. Je wordt bekend zijn, 2 Korinther kapitel 5, vers 17. Dat zegt, wanneer we in Christus zijn, dan zijn we wat? Een nieuwe creatuur. Dat meint dat ons oude leven is hinter ons. En dat leven wat voor ons is dat nieuwe leven in Christus. Is dat te zijn? Zal het te zijn? Zal ik dat gaan spelen wanneer ik dat nieuwe leven doe? Voor mij is het wichtig. Wanneer ik werkelijk Christus kende, zal mijn leven in de kerk, in de pagas, overeen zijn. Wanneer ik Christus in werkelijkheid kende, zal mijn leven overeen zijn in de kerk, in de pagas, in mijn geschäft. Yes. Wie is mijn leven in Christus? Zal 24 stunden een dag zijn, niet zo? 7 dagen werk. Overeen. Zal mijn leven overeen zijn in de kerk en thuis met mijn vrouw, met mijn kinderen? Zal overeen zijn? De lijf, de heiligheid, zal de boven zijn thuis? Maar wil ik die verhandelen? Zal het overeen zijn? Zal mijn gedanken, mijn zin, zal die overeen zijn? Nu zal ik Christus kende. Mijn gedanken, waar ik denk, zal die overeen zijn. Hou maar hier. Wanneer du teruggaan in je leven en denkst vielleicht aan een part van je leven, als je die Christus kende is, eine Sünde. Wat is er onzijn? Wat je dan deed? Met tranen in je ogen? Oder met een verlangen, de wieder te doen, wat je dan deed? Dat heeft te doen met een heilig leven. Met een heilig leven. Wat denkst du aan? Is die zin nog gleich zo? Als het dan weer? Heeft dat geändert? Is dat te zijn? Is dat anders? Wat het soll anders zijn? Wo is dat in die gewissen? Zoals gelijke Personen, wir haben alle ein Gewissen. Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Dann war einmal, wenn wir leben, wir beobachten die rechte Dinge, seien die rechte Dinge, haben die rechte Einstellung, was passiert. Wenn wir ein heiliges Leben tun, aber wenn wir ein heiliges Leben leben, dat Gewissen kommt an und sagt, hey, das ist recht. Dat je hier niet bij die bij. Du deed dat rechte. Ik hier van een airplane, passenger airplane in Afrika. Die fuhren naar de boy nog met ganz volle speed. En zo dat je weinig passeren deed. Nur dem sagten, nur den Black Box, a caja negra, wo das je weinig gesagt wird. Und nur den, dass sie den Box fingen deden, heichten sie nur die Grabation von den letzten Minuten. In der Grabation kam man und sagt, Alerta, Alerta, seht nur den höchsten Platz. Danger, Danger, elevate, elevate. Mehrmals kam die Warning von dem Alert System an von den Plane. Und dann kam da noch eine Stimme, die sagt, shut up, Gringo. Dann switchte den Alarmsystem auf. Da wird es eng, was die hören wir von der Grabation. Als dat wat je doet met die gewissen. Als dat wat we doen met ons gewissen als Christen.
Wenn der Heilige ist, du die reden nicht und sagt, hey, was die Kreis nu denken ist arg. Du bist in der Kjoakj. Du lässt Gottes Worte hier. Switch drauf. Ist da wieder? Ist dort ein heilig Leben? Ist da was wir nennen, ein heilig Leben? Weil du sagst, vielleicht, da passiert nichts. Keiner weiter arm an mein Gewissen. Und meine Gedanken. Okay? Gott hat. Heiligt an dein Leben, an mein Leben am. In Unheiligkeit, Hebräer Kapitel 12, Unheiligkeit, keiner wird Gott sein, sagt die Bibel. So wird er in den Gedanken. Weil sehr Völkern, das Bruder Ben sieht, wie sehen Völker nur unsere eine Gerechtigkeit. Und das kann ich im Posten merken. Weil Römer Kapitel 10, Vers 3 sagt, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Is dat wat viele mensen doen vandaag? Yes. Is dat raar? Nee. Die meeste mensen willen er zijn, die leven ze dort. Okay, aber das ist nicht recht. Das ist recht. Weil die Gerechtigkeit, die eine Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, was die Pharisäer hatten zu der Zeit. Und sie glauben, dass alles wie okay, dass sie leben in einem guten Leben, das wir angenommen. Aber was sagt Matthäus Kapitel 23 von der Leben? Matthäus Kapitel 23, Vers 4. Da sage ich, auf Spanisch sagt das, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Die doen all ihre Werken, zum angenommen sein für Menschen. Hochgehoben worden für Menschen. All die Dinge, ist all okay. No. Wenn du bei Gott nicht angenommen hast, dann ist das arg. Die Bibel wird Nanses sind. Was sagt Matthäus 23, Vers 28? Spanisch sagt das so. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yes, van buiten is okay. Maar van binnen. Weet je, dat wat voor mij zwaar is. Ik probeer een leven wat bij God aangenomen is. En wanneer ik wat doe wat te erg is, mijn geweten laat me niet vrij. Ik voel me schuldig. En dat is raar. We zullen ons schuldig voelen, weil wir erg doen. Aber nicht bis schuldig voelen. Wir sollen die rechte Anstellung nehmen, was der Fall ist, wenn wir uns schuldig fühlen. Ich mal her, was Vers 33 sein, Matthäus 23, 33. Da sagt, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Das, was Jesus sagt zu dem Mann, was bedient werden, damit wir eine Gerechtigkeit haben. Wenn ein Mensch nicht mehr seine eine Gerechtigkeit hat, aber Gott seine Gerechtigkeit hat, dann wird der Völker nicht angenommen sein für Menschen. Der wird nicht in Höhen haben. Vielleicht keiner wird am Anluden, dann reicht das nicht, dann vielleicht nicht mal in der Kjoakj. Meint ihr dann, wisst ihr nicht, hier euch angenommen ist für Gott, für Menschen, dort bei Gott ist er immer rein? Wie Jesus hier angenommen für Menschen? No. Wie ein Freund mit den Sünder? Jo.
Überlebt hij zo zijn zinderheden? Nee, hij deed niet. Dat is een grote onderscheid. Grote onderscheid. 1. Petrus kapitel 1, vers 14. 1. Petrus kapitel 1, vers 14. Ik wil het gleich te lezen. Ik lees deze vers, bis wir sollen kämpfen, um diese Herrlichkeit zu haben. Diese Herrlichkeit wird sehr viel und sehr schwer. Also bei 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14, sagt es dort. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Das was das sagt. Das sagt, no os conforméis a nuestra vana manera de vivir. Wann wir Christus angenommen haben, aus ans Heiland, da sollen wir nicht zufrieden sein, mit was uns Leben ist immer wir. Wir sollen nicht zufrieden sein. Wie oft mit zufrieden sein. Was sollen wir tun, wenn wir nicht zufrieden sind mit das alle Leben? Wir sollen tun, was Epheser Kapitel 4, Vers 24 sagt. Nos sagt, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. Das sagt, wir sollen uns antragen mit dem neuen Leben. Das sagt nicht Gott, was uns antragen, das sagt er, wir sollen. Weil dort braucht Initiative. Dort habt ihr dann mit meinem Verlangen, persönlicher Verlangen. Dort habt ihr dann mit meinen Convictions, mit meiner Konviktion. Gerade dann, wenn alle von meiner Familie keiner dort verlangen hat. Bei meiner Konviktion soll sein, ich will mir das neue Leben antragen. Wenn ich vielleicht wieder saß, lesen, das in eine Zeit, das sagt, ich kriege, Stopp, würde die Kost antragen mit dort. Aber das sagt hier, dort der Beweis ist Justicia, Santidad y Verdad. Dort sind die Charakteristicas, die Evidencias, die Frutos. Was die sein sind in mein Leben, in mein Leben, in all die, was die gleich sind. Dort wir ein heiliges Leben führen dann. Wir sollen uns antragen mit dem neuen Leben. Was nicht allein soll wir uns antragen oder uns mit angeben, mit dem neuen Leben antragen. Aber das habt ihr dann mit mir aufgeben. Mir aufgeben mit Gottes Wort. Lesen, dort leben und dort anwenden in mein Leben. Das du Gottes Wort lesen, wofür kann das lesen? Wenn du die Bibel lesen, das einmal das Jahr, da wirst du nicht sein in Nehemiah, Altes Testament, wenn du so lesen das, und das Neue Testament in der Apostelgeschichte. Wofür kann das du die Bibel lesen? Das jeden Tag lesen? Wenn du die Bibel nicht für lesen das, dann darfst du die nicht proben untertragen mit seinem Wort. Aber du sagst, aber jeden Tag? Yes. Wenn du 4 Kapitel, 3 Kapitel am Tag lesen darfst, und wenn du die aufgeben darfst, dann noch lesen, horchen und prost anzuwenden im Gebet, das kostet nicht in 5 Minuten dann. Aber dann denkst du, eine ganze Stunde nehmen, jeden Tag? Well, war das notwendig in meinem Leben, Gott? Oder die andere Dinge? Wovon Verlangen habe ich für Gott? Was notwendig ist, was Gott mir sein hat. Zweitens, Matthäus Kapitel 4, Vers 48 sagt, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Das soll mein Model sein. Das soll mein Model sein.
Ser cada día la semejanza de quién? Del mundo, de Welt, oder Gott. Da wird gesagt dort, ein Mensch legt sich nur dort, mit was er sich aufgeben hat. Und je mehr er sich aufgeben hat, mit dort, legt er sich nur dort. So soll ich mich dann nicht legen nur Gott? Sollst du dich dann nicht legen nur Gott? Wenn andere Menschen, die beobachten dann, wo wir uns verhandeln, aber soll der nicht kein Christus sein in mir? Yes. Yes. Das soll. Das soll mit einem ganz vollen Vertrauen kann kommen und die und sagen, hey Bruder, oder hey, wiss mir den wahren Christus. Und du sollst ganz reich sein und wissen, wo die Christus kann. Bis du wohnst auf dem rechten Weg. Mein Model soll Christus sein. Aber das ist nicht leicht. Für Christus zu leben und für die Welt zu leben, hat der Titel schafft nicht. Einer kann nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht sein, dass wir leben Gott, aber wir wollen für die Welt. Wir sind Freund erst mit der Welt. Jesus sagt, wir werden da nicht Freund mehr haben. Das ist, was die Bibel sagt. Glaubst du dort? Glaube ich dort? Lebe ich dort? Drittens, 1 Timoteo 4:12 sagt, ninguno tenga en poco su juventud o tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Van wat redt het? Van mijn conduct, van mijn testimony. Van mijn leven, wat ik jeder dag levende. Wat zal dat zijn? Wat zal dat zijn? Dat zal zo zijn dat hij kan zijn leven mee zijn. Wanneer we vorhin des Argundes, wenn wir irgendwo sind, wo dann eine Person ist, wo durch eine schwere Zeit kommt, das vielleicht bei diesem Hebe steht vielleicht in der Grocery Store, oder die geht vielleicht auf der Gas, oder die kommt nur die und fragt die, ob die kann irgendwo brücken von die. Oder was du hast. Was ist das Erste, was wir denken? Was ist das Erste, was an uns sein kommt? Hier kommt das auch, oder Prachen, nicht so? Eine Person sagt zu mir, die kam zu mir, die sagt, Bruder, das ist eine gläubige Person, die kam zu mir, die sagt, ich kann drüber. Das ist eine Frau, die erst angetragen nur in ein Haus, wo die über die Gas ist. Und die kam jeden Tag praktisch in mein Haus. Mit der ganzen Abend. Was soll ich dann? Und ich stelle für ihn, ich sage, wer glaubt, dass der Früh nur den Herrn bringt? Was meinst du? Ich sage, well, als der Feind, der wird nur den Haus bringen hat? Oder ist doch Gott? Ich sage, ich weiß nicht. Ich sage, wenn der nur den Haus kommen hat, was ist? Ich sehe zwei Dinge. Ein von beiden ist, die Geld geben. Aber wenn du dir was los sind, teilt die das Evangelium mit. Bis Gott bringt die Person nur die, bis du kennst die Wahrheit. Teilt die Wahrheit mit. Ein von zwei Dingen kann passieren. Der wird sich bekehren und der wird Freiheit sein im Himmel. Für eine Person, die sich bekehrt hat, wo du gehorsam bist. Und das ist das Evangelium mitteilen. Oder die Person wird nicht zufrieden sein, aber die Deutsch, die wird schon mal nicht mehr zurückkommen, nur die zum Hörchen. So teil dir mit. Wenn du bist, der was los ist, teil dir mit. Teil dir Evangelium mit. Sehr viel in einer anderen Einstellung. Wir sehen dort nicht, wenn eine Person verloren ist, noch der Welt Christus kann. Wir sehen dort nicht.
soll wieder sein kann. Wann Christus an uns erst soll wieder sein kann. Was denken die Pharisäer? Aus dem Mond da besieden war wir, in der wir verschleuen. Jeder einer sagt, das Celsius, die gehen alle vorbei. Aber einer von denen hält still und der das reichte. Da wir die, was der Leib haben, der reichte Anstellung hat. Da wir die, was die sagt, der Jesus in die Ohren. So, weißt du, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 17, da sagt er, wir sollen eine Fähigkeit haben, Worte von Gott kommen. Spannend sagt es so. Y si invoquéis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Wann wir ein Leben dann wo dann Furcht ist für Gott, dann wird eine Furcht sein in uns Leben, recht zu denken, recht zu verhandeln, recht zu reden, recht anzukicken, recht zu horchen und das recht zu tun. Aber wenn du nicht eine Furcht hast in uns für Gott, dann hält sich das alle Klick. Kein Trouble. Solange es bis keiner sein wird, kein Trouble. Was reicht uns nicht passieren, sein Fehler. Was ist das arg? Von der Tag sehen wir nicht, als sieht Gott nicht in den Menschen, was in Wirklichkeit eine heilige Furcht haben für ihn. Viele Dinge, wo wir die sein, wo wir tun, wo wir reden und wo wir ans Leben hingeben, dann hat nicht zu tun mit einer Furcht, was von Gott kommt. Weißt du, das ist nicht leicht. Wenn einer an diese Dinge denken wird, an das Leben, was Petrus sagen wird, und er denkt so, weil wir die Person, was diese wird sieht, Petrus, yes. Ist das nicht der Mann, was die rechte Dinge tut, eine Zeit? Ist das nicht der Mann, der eine Zeit sich schämen für Christus? Ist das nicht der selbe Mann, der eine Zeit sagt, Jesus, ich will lieber trägt, fest. Das ist nicht für mich. Das ist zu viel. Sehr viel Mal gewesen in einem Punkt in unserem Leben, wo wir sagen, hey, das ist zu schwer. Das ist nicht für mich. No, das tue ich nicht. No, das ist der höhere Preis. Das ist nicht leicht. Weil es ein Leben zu leben, was bei Gott angenommen ist, was heilig ist, das ist nicht leicht. Sehr schwer. Meist allmählich. Ich habe immer ganz allein da und durch seine Kraft. Wenn wir in sein Wort sind, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, so ist uns heilend. Und er lebt in uns 24 Stunden am Tag. Und wir sind gehorsam. Das ist danach schon. Aber das ist mählich. Aber jetzt dann hast du Frieden. Dann hast du Frieden. Die Frucht von den Heiligen Jesus ist dann da. Nicht bis von Ben. Aber das verboten zu sein. Weißt du, was viele Menschen tragen, die durch Christus zu gehen und am Mond zu nehmen? Was die tragen, der ist, was die können sein in der Person, was in Wirklichkeit für Christus leben wird. Was die schwere Zeiten gehen wird. Aber das ist true. Der Herr Friede. Der Herr Friede. Und Gott sehen, den sie leben. Und seine Familie ist gesehen. Und all die Dinge, was er hat.
wanneer ook die schwere tijden komen. En dan was ik denken, wel kan ik met dit aanvangen? Tam Schluss, ik denk besonders wat Paulus zei in 1 Timotheus 1:5. Nos sagt, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Wil we gaan zijn dat ons hart als het staat? En rein het hart? Vooral van jou? Heb je een rein het hart? Wil we interessiert zijn in rein het hart hebben? Wil we interessiert hebben een buena conciencia te hebben? En je wissen wat er niet maar een tijd te even auswitchen? Bij je gehoorzaam te zijn? Wenn du wirst in die ene tijd lees Römer kapitel 1. Dat is een de beste beeld wat ik kan zijn van onze tijd, waar we leven. De goede dingen worden slag genannt en krijg ze dan de andere. De conscientie, de conscience, is blind, is dood. En God heeft de eeuwige gegeven dat ik kan al die dingen doen wat ik van jou en daar wat je naant goed. Una conciencia, una fe no fingida. Wat andere mensen worden in mijn leven beobachten, die leven, worden die zeggen dat is fingido? Worden die zeggen dat ik die een hechelen met mijn geloven? Mijn beeld in de Kjoakj en mijn beeld in de arbeid past niet op. Apparos en mijn familie past niet op. Wat moet het zijn? Ze don't. Wat zegt God? Als mijn leven ver aan een reine leven. Dat is het beste wat ik kan in zijn kracht. Gebruik ik mijn goven, of de goven wat God mij heeft voor zijn eer, dat er andere van de kerken kan sterk zijn en wassen. Hoe ik verantwoordelijk zie. Zum Schluss, was David zegt in Psalm 51:10. Dat we zien verlangen. We zijn bekend wat David gedaan hat, wat hij deze wereld zegt. Hij was een König. Untwijfel zijn Conscience, wir vielleicht aufgeschützt, oder ich weiß nicht, aber hij beobachtet eine Früh, was die jung war. Je kennen die Geschichte alle. En hij nam de Früh. Wir zijn durch eine lange Geschichte. Hij leidt ertoe dat de man van deze Früh, waar dat gemerkt hat, hij kan bij deze Früh blijven. Een gläubige persoon. David. Maar nu dem, check mal, wat hij zegt in Psalm 51:10. Der wir zien verlangen. Hij zegt, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dat is de rechte instelling. Den persoonlijke verlangen, God, geef mij een nieuw hart. Geef mij een nieuw geweten. Geef mij een verlangen die te leven. Geef mij de kracht die gehoorzaam te zijn. Ik wil voor die leven. Ik ga er echt die doen. Du weißt du arm. Du bist nicht mehr tevreden. En ik zie ook niet. God, geef mij een nieuw leven. Geef mij een nieuw hart. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Wanneer God dat van mij verlangt, van deze reis. En hij zei, du sollst abstunden fern, wanneer ik zei, du sollst
Wirst du das dann? Vielleicht nicht. Weißt du was? Aber belang nicht. Wo wollen die denken? Wo wollen die sein? Aber die beste Idee wird in der Kirche? Ja, vielleicht. So, was die Menschen denken, dann ist wichtig. Wirken. Demütig zu sein, gehorsam zu sein, ist nicht leicht. Aber weißt du, das sind Sehen. Das sind Sehen. So, wenn du hier bist von dir, und Gott redet dir und sagt, dass du deine Gemeinde bleiben, ist nicht genug. Dass du sollst abstunden an dein Hort. Und du sollst Jesus Christus annehmen von dir. Das. Wenn du das was tun von dir, er wird dir nie Leben geben. Ganz nie Leben geben. Er wird dir Sünden vergeben. Er wird dir ein ganz Leben geben. Das passiert. Das passiert Millionen in meinem Leben. Das passiert. Nimm den Herrn Jesus an. Lüt das nicht für Mary. Nimm einen Mann von dir. Wenn er will haben, du sollst ein neues Leben haben. Jef am dein Leben. Er wird dir segnen. Er wird dir Kraft geben. Er wird dir ein Leben geben, wo dann Licht ist. Jesus sagt, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ans Wandern soll sein an sein Licht für seine Ehe. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Gelegenheit, dein Wort zu beobachten. Ich danke dir auch, wie es dein Wort hat, die volle Kraft. Dein Wort kommt zu uns Leben, dass wir das hören, dass wir das bleiben, dass wir das annehmen. Und dass die Kost an uns ein Leben geben. Herr Jesus, ich danke dir für jede eine Person, die hier ist von dir. Und ich bete, Herr Jesus, wenn du hier ist von dir, was die noch nicht angenommen hat. Dass du in dieser Stunde, die kommen sein, Herr Jesus, ich bekenne, dass ich sie ein Sünder. Und ich bekenne, dass ich verloren sie. Und ich glaube, dass in dir ist ein ganz neues Leben. Und ich komme zu dir von dir. Und ich bete, Herr Jesus, gib mir ein neues Hort. Gib mir das ewige Leben, was mir fehlen wird. Ich will los sein von Menschen Regeln. Und ich will ganz allein bis hierhin zu dir. Wenn du hier bist von dir und du bist gebunden mit verschiedensten Dingen, vielleicht in deine Gedanken, dein Verlangen, oder vielleicht in dein Leben mit deiner Familie oder in dein Geschäft. Und du wirst in Wirklichkeit frei sein. Komm nach ihm und sei von dir zu ihm, Herr Jesus, ich bekenne, dass mein Leben nicht ein Leben ist, so du verlangst, ein reines Leben. Herr Jesus, du kennst mich. Ich will abstehen in deiner Kraft. Gib mir ein neues Leben, gib mir ein neues, ganz neues Verlangen, die dich kennen auf einen anderen Weg, die gehorsam zu sein, die zu dienen, und ein Licht zu sein für deine Ehe. Da bete ich in Jesus Namen. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der Dienstinnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von diesen Jähen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anladen, kann man es besiegen, also deren sind ob für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens 12:39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, die praktisch ist, die du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier uns angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat.
Wenn die gleich in alle Weg an unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anhören.